Das Review enthält tonne Spoileren. Nee, net just déi vun den Autoren. Story-Spoileren, ja, so gut de Schluss gëtt verroden. Wëllst du d Spiel spielen an neiich verrode kräen, da guck dese Video recht, wanns de Ferdspaß mam Spiel. What a day! What a lovely day! Valhalla, here I come! PJ? So könnt ihr an die Welt von Mad Max. Das Wichtigste, was du auf dieser Welt nach hast, war der V8 Interceptor. Und lo hörst du den nicht mehr. Lo ist es der Scabrous Crotus, den ihr hört. Willkommen bei meiner Review von Mad Max The Video Game. Den ersten Eindruck hatte ich euch schon mitgedeelt, lo habe ich das Spiel endlich fertig. Wenn ich das dann so nennen kann. Nur 27 Stunden Spielzeit habe ich die Story ganz durch, und auch den obligatorischen Title Scroll Umschluss. Wie viel Prozent Completion habe ich da lo, wo ich fertig bin? Bei den direkt Kursoren Mad Max als ein Open-World-Spiel wie aus dem Lehrbuch. Ob das immer gut ist, ist allerdings eine andere Frage. Moderne Open-World-Spieler haben eine schwere Aufgabe. Der Spieler soll die Welt erkunden, Alt Mechanics nutzen und so viel wie möglich Zeit am Spiel verbringen. Viele Konsumenten stellen heutzutage das Länge von einem Spiel mit dem Preis gleich. Das macht bei weitem nicht immer richtig Sinn, also einfach verständlich. Nicht jeder kann sich leisten, immer all die neuesten Spieler zu kaufen. I have no money. Also will ich mit seiner Investition für allem bei großen AAA Open-World-Spieler auch viel Zeit verbringen. Was die meisten Open-World-Spieler wie die Far Cry-Franchise Just Cause und auch zum Beispiel GTA machen, ist die Map mit kleinen wie großen Objektiven zu überfüllen. Mad Max mischt auch keine Ausnahme. Den ein oder anderen Spieler kennt beim Blick auf die Map eventuell Gefühl kriegen, überfordert zu sein, weil das wirklich eine große Map und es gibt wirklich unmussig viele Sachen zu machen. Als Spielentwickler gilt es meiner Meinung nach in so einem Fall eine gute Balance zu finden zwischen Story und Progression, als Stuff to do am Free Roam. Leider gelingt das Mad Max nicht immer ganz. Viel Action, Explosionen, brutal Kampf mit Mülle gestalten und die wirklich wunderbare Grafik dreht den erheblichen Teil dazu bei, sich direkt wohl zu fühlen. Den Chumbucket gibt ein neuer Kollege. Er treibt am Anfang die Geschichte weiter, besucht ein neues Auto und ist ab dann sowohl für den Tuning und Reparatur zuständig, wie auch als Gunner mit dabei. Die Waffen, die du nur freischaltest, zu betätigen, während du fährst. Und so müsst ihr dich auf den Weg, hörst die echt kleine Autos schlachten an der Wüste. Besuchst das Scrap, die einzige Währung am Spiel. Triffst Wastelander, die da jeweils Informationen, Scrap oder auch mal Nebenmissionen zu machen gehen. Geschichte bringt es schnell bei den Jeet, Müllen, den aber ein kleines Stronghold besitzt. Der Strongholds gehen da 4 Stück am Spiel. No lernst du die Leute kennen, die besitzen, erledigst verschiedene Aufgaben für sie, kannst ihre Stronghold upgraden mit verschiedenen Projekten, die du bauen kannst. Das sind zum Beispiel Wassertanks, Öltanks, ein Armory und Asian Maggot Farm. Njam.
Am Anfang war das interessant genug für dich einfach immer um Tour zu halen an so viel Scrap a Parts für Projekte wie möglich zu sammeln. Nur nicht allzu langer Zeit aber hat sich bemerkbar gemacht, dass die meisten von den Upgrades nicht immens wichtig sind. Allgemein ist das, wie ich von den kleinen Problemen den Spiel hat. Nicht fordert dich richtig raus, und schnell fühlst du dich als Max ziemlich overpowered. Und das bringt uns eigentlich zum größten Problem. Mad Max ist unterteilt in zwei große Bereiche. Der Car Combat und Passagen zu Fuß. Touren, Upgraden und Kämpfen am Auto ist genial. Und ich muss sagen, auch bis ganz zum Schluss ist das nicht langweilig gehen. Es ist definitiv gut gemacht, hat ausreichend Dave für Aufwechslung und das Customizing ist für so ein Spiel auch überraschend Dave. Da geht es aber auch nach dem Deal zu Fuß. Am Anfang ist auch den Deal wirklich cool. Das Kampfsystem ist, wie ich schon an einem Preview so inspiriert und mittlerweile oft benutzte Batman Arkham Melee System. Die 100 gern, die anderen nicht so. Der Vierdeel und dem System ist, sieht immens spektakulär aus. An Avalanche wird sich viel mehr gehen, dass die Animationen wirklich gut gemacht sind, weil all Punch, a Kick, wird gewicht und du spürst. Der Nodel allerdings ist, dass das System vom Spieler wenig verlangt, außer linkse Mausklick für zu schlagen und rechte Mausklick für zu parieren. Später im Spiel kommen Gegner dabei, die unblockbare Attacken haben. Da geht dann den Dodge-Knäppchen nach ein bisschen nützlich. Dann hast du nach den Shotgun, den du kannst während dem Kampf benutzen, und das war's. Das trägt dazu bei, dass aber früher oder später Passagen zu Fuß echt ein bisschen nervig können gehen und du kaum kannst erwarten, jemanden im Auto zu sehen. Nicht unbedingt hilfreich ist, dass die meisten von den Upgrades für allem für den Auto gesperrt sind, bis du die entsprechend Mission gemacht hast oder bis du an den Strongholds ihre jeweiligen Terrain der Gefahrenlevel aufgebracht hast, bis er bestimmt nicht kommt. Das müsste an dem du Camps anhältst. Das sind so Momente, wo eben für allem Passagen zu Fuß nervig können gehen, weil du eigentlich etwas nicht willst machen. Lo greifst du also ein Camp an, die sind halt größtenteils immens einfach und können trotzdem lang dauern. Die Passage sind nicht schlecht, du sammelst genug Scrap, aber wie das Grafik so schön ist, gibt es immer im coolen Momente. Aber dadurch, dass es an dem Teil vom Spiel wenig Aufwechslung gibt, möchte den das nur einer Zeit echt aus Necessität wie aus Lust. An einen, den zum Beispiel nicht oft viel Zeit Steck hat für zu spielen, könnt dadurch das Flamme kriegen. Kommen wir zurück auf die Story. Ich so einen Teil einkehr, lo komme viel Spoileren, also wann ich aufgepasst. Grundsätzlich ist die Story nicht schlecht, war noch nicht immens innovativ. Der Mad Max ist ein Wastelander, dem seine Frau und sein Mädchen ermordet goufen, und seitdem aus hin und verliert löst den Verstand, irrt durch die Wüste und plumpst von Situation an Situation. Das Spiel fängt ähnlich wie der Film damit an, dass der Max gefangen und gefoltert wird vom Scrotus in diesem Fall. Er befreit sich, aber rät dem Scrotus ein fett Migräne. Sein Auto ist aber leider fort Richtung Gastown und da versteht der Max keinen Spaß. Seine einzige Motivation für die restlichen 80% von der Story sind, auf Gastown zu kommen, sein Auto rumzukriegen und sich Big Chief zu rächen. Soweit, so gut. Da könnte Mitteldeal. Und da sagt die Geschichte leider ein bisschen an. Die verschiedenen Personagen, die du kennenlernst, sind mal mehr oder mal minder interessant, aber dadurch, dass du permanent rundherum switchst, was du so viel wen musst, kriegst du aber keinen richtigen Bezug zu irgendeinem. Irgendwann bringt dich die Story dann auf Gastown. Ich hatte mir erhofft, dass wir ein großes Stadt, wo viel Last wird, leider kriegst du nicht immens viel von Gastown zu sehen. Heute triffst du aber die dritte Kehr auf Hope, ein mehr mysteriöser Charakter aus der Story. An Pai gëtt die besote Story überraschend in der Hand. Du musst einen großen Kurs gegen den Big Chief fahren, aber wenn du daheim gewinnst, kriegst du den Truck und Hope als Gewinn. Hope hat ein kleines Mädchen, Glory, und der Max gëtt gewusst, dass hat von den Buzzards gekidnappt gouf. Er ist natürlich nicht wirklich interessiert daran zu helfen, aber irgendwie lassen sich dann Namen überreden. Hier fährt also an Gebiet von den Buzzards. Mir waren schon wie frei am Spiel ein Kerhai und ich muss sagen, das war ein von den interessantesten Gebieten. Aus ist ein groß alte Wüste, nimmer Sand und dann
fette Flughafen. Mir fuhren am Auto ran. Wow. Ich fand, das war wirklich gut gemacht. Schön, creepy, cool, wie die Buzzards aus dem Boden geflogen mit ihrem Auto. Bon, das Kehr war mir kurz, mir und Mädchen fand, aber bringen nicht zurück bei seiner Mama. Der Max kriegt Angebot, Silo als Familie zu holen, aber der Road Warrior will natürlich nichts davon wissen, aber weiß, dass er Kerl seid. Der Max sieht also sein Auto. Me durch eine Meinungsverschiedenheit mit dem Schambucket hat der Besotten in den Auto geklaut und zurück an sein Heimisch gebracht. Du müsstest auf den Weg dahin, aber du kannst zu spät. Dem Scrotus seine Leute waren da und den Schambucket gefoltert und hen hat ihnen dadurch alles verraten über die Frau, ihr Mädchen etc. Der Max eilt also ganz schnell zurück, aber auch da könnten sie spät. Und es war wirklich traurig und ein bisschen düster zu sehen, dass die Frau schon tot war, also gut kann und am Max seinen Arm stirbt. Der Max, den also aber nach ein Herz hat, flippt aus und mischt sich auf den Weg für den letzten Showdown mit dem Scrotus. Hier findet dann eine mega cool Autoschlacht statt. My name in their blood. Take his life like he took ours. An dem Schluss davon war er stark überrascht über die Decisionen von Max. War der coole Schluss. Und das am Anfang schwört, dass der ganze Mitteldeel von der Geschichte quasi inexistent ist. Ich habe mich gut amüsiert am Spiel. Trotz der kleinen Schwächen ist die Welt von Mad Max aber wirklich genial realisiert. Die Präsentation ist tadellos, die NPCen an hier Animationen sind ganz gut gemacht, und Sandstürme, die können entstehen, sind wirklich ein Erlebnis. Vom Moment, wo die Exeis kommen, bis du dran bist an der allmächtige Schrott unter dem Bölz flieht und du komplett die Orientierung kannst verlieren, ist das einfach so gut gemacht, wie ihr das bislang selten, wann ihr überhaupt an einem Spiel überlebt habt. Falls Avalanche irgendwann ein weiteres Mad Max Spiel sollte rausbringen wollen, muss so eine gute Basis gelöst, ob der ihn aufbauen kann. Ein paar Schwächen, aber trotzdem ein gutes Spiel, werde ich Mad Max Fans und auch Fans von Open World Spielern gerne empfehlen. Voilà, das war meine Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber war informativ. Weil ja, dann like oder subscribe von Schrift, aber gebt mir eure Feedback. Zu lang, zu kurz, was auch immer ihr schon in den Kopf könnt, hinter mir. Wir sehen uns Sonntag an der 10. Folge von Dreckstart hier im Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch good game und bye bye. Thank you.